Herzlich willkommen miteinander zu einer neuen Folge vom FC Arsenal Karrieremodus. Mein Name ist Alessio und ich würde sagen, wir gehen direkt ins Spiel gegen Southampton. So, und ich sage nochmal herzlich willkommen zu der Folge. Ich habe einfach noch zwei Scouts engagiert, die für uns junge Spieler gehen suchen, weil sonst haben wir im Moment kein Geld zum Transfer fertig. Und wir gehen heute ins Spiel. Arsenal gegen Southampton. Wir spielen also die High gegen Southampton. Wir vierten, Southampton siebten. Wir haben im Moment einen Punkt Rückstand auf die Top 3 und Southampton hat einen Punkt Rückstand auf uns. Und wir kommen heute ausschlussendlich so lange mit der besten Mannschaft, die wir aufstellen können. Jetzt haben wir Arsenal, eben unsere Mannschaft. Coutinho und Klein. Coutinho-Nummer können wir ändern, falls ihr sagt, wir wollen andere Spieler sehen. Aber da sehen wir zum Beispiel 3 neue Spieler. Klein, der mit dem Bellerin auf der Seite jetzt richtig Dampf sorgen wird. Und da sehen wir die Aufstellung. Also Cech, dann Hector Bellerin, Koscielny, Smalling, Klein, Özil, Xhaka, Coutinho, dann Sanchez, Dybala und natürlich der Insigne. Dann auf der Ersatzbank haben wir den verletzten Mustafi, der zurückkommt. Das heißt, wir haben 3 Top-Verteidiger, die wir deutlich mit immer wieder rotieren. Also da haben wir wirklich sehr gute Kraft. Theoretisch könnten wir auf 3er-Kette umsteigen. Dann könnten wir noch besser spielen. Dann hätten wir einen Durchschnittswert von 84. Dann Southampton, die haben, glaube ich, so viel niemand neu gekauft. Niemand, wo man was sagt, wo man gerade Buffal ist schon gekommen, von Lille. Shane Long und Austin vorher innen, Forster natürlich hinten mit ihnen und in der Mitte natürlich auch Fonte, ein Captain und Innenverteidiger ist. Und wir gehen in Weltklasse also mit dieser Mannschaft, also Weltklasse-Team und wir spielen auf Stufe Weltklasse. Ich glaube, das lässt sich richtig. Ich würde sagen, los geht's ins Spiel. Southampton druckt da erstmal. Oh, erste Chance, Cech. Muss da gerade mal eingreifen. Und Xhaka bekommt schon Geld, oder was? Ja, super. 2 Minuten bekommt schon Geld. Als Antreiber. Oh, Fonte. Da mit dem Kopf, so schnell jetzt gehen. Ja, schon mal Klein. Mit. Klein läuft da einfach hier und fast 1:0 von Klein mit der Nummer 2, unser neu Linksverteidiger. Hui, rutscht da recht knapp als im ersten Goal als Gunnery. Oh, und ein Trick kommt da gerade mal die ganze Verteidigung raus. Verteidigung jetzt wieder gefordert mit Koscielny und Smalling. Aber erstmal für nichts. Und Sanchez kann da mal durchstarten. Der hat ja Tempo. Und die Ball allein für Forster. Und da macht er das 1:0. Schöner Konter. Sanchez kann sich sehr gut auf der Seite durchsetzen, sagt man mal. Und die Ball löst sich aus dem Verteidiger, wo Richtung Sanchez läuft und dann der schöne Schlenzer ist weiter oben Eck. Kein Problem. Für den Ball um Forster kommt keine Chance fast. Zum Drachen steht 1:0 also für unseren FC Arsenal. Und Koscielny mit Fletcher das erste. Oder ist das ein gewählter Pass? Das ist ein gewählter Pass von ihm. Und was für eine Alexis Sanchez Insigne. Das hätte eigentlich Eckball sollen geben, aber Schiri pfeift ab. Aber gute Chance, die letzte Mal mit dem Koscielny Pass richtig schön gewesen. 1:0 geht also in die Halbzeit mit dem Goal vom Paulo Dybala. So, und der zweite erste Wechsel, Long kommt raus. Bis Southampton dafür kommt ein Spieler, den ich jetzt leider den Namen nicht gesehen habe. Long
hier für Barnes. Kann ich jetzt persönlich gesagt nicht. Die Baller! Ganz knapp. Xhaka holt aus. Aber kann kein Xhaka-Boom rauslassen. So, und für ihn wird das auch die letzte Tätigkeit sein. Er kommt raus, Ex-Basel gegen Ex-Basel. Das Gran Xhaka kommt raus, hart geschuftet, aber bevor er eine rote Karte bekommt, kommt Mohamed El-Nini jetzt mal seine Passsicherheit ein bisschen verbessern. Der Pass wird ja von 90, also dem wir hoffentlich passt er auch gut. El-Nini jetzt da am Ball und gerade mal einen Abschluss sucht von ihm. Die wohl für Arsenal. Oh, scheiße ist. Oh, Sanchez holt sich den Ball wieder zurück. Und da, das 2:0. Sanchez mit der komischen Flanke, kann ich eine flache Flanke machen, mit jetzt auf die andere Seite zum Insigne schiessen, aber das natürlich auch gut für uns. Da der Ball ganz locker mit dem Doppelpack und dem 2:0. Nochmal die Baller. Immer noch die Baller und der schließt einfach mal ab und wird abgefälscht. Und es gibt den Wechsel. Coutinho wird rauskommen. Keine unauffällige Partie gemacht. Dafür bringen wir nochmal Schwung ins Spiel und es kommt Alex Oxlade-Chamberlain für die letzten 15 Minuten. Das Ball hier. Koscielny kommt nicht an. Oxlade-Chamberlain mit dem ersten Schussversuch. Oh, der passt durch für Buffal und der macht den Anschlusstreffer. 2:1 für Southampton und die 90 Minuten ist angebrochen. Nochmal ein Wechsel auf unserer Seite. Sanchez kommt raus, ganz auspowert und dafür wird der Giroud kommen. So Transferliste ist, aber wenn er ein bisschen Spielzeit bekommt, wird er besser verkauft, meiner Meinung nach. Oh, Insigne gegen Böth könnte jetzt kommen sie in die Feuerwehr. Das ist gefährlich für uns. Einfach kein Gegentreffer. Bitte. So. Und das Spiel ist aus. Wir gewinnen also mit 2:2. Aber wir sehen etwas. Es haben einfach alle Mannschaften, die vor uns waren, versaut. Also, Chelsea hat nochmal eine zweite Unentschieden geholt, Hull City gewonnen. Aber wo sind die grossen? City, 5., 6. Liverpool. Wir haben hier nur 10. Wow. Und Leicester ist der Letzte. Hey. Und ich sagen, es geht weiter. So, und ich würde sagen, wir gehen gerade weiter. Und zwar, wir spielen gegen Basel. So, und es geht los, also im Emirates Stadium, Champions League geht los und wir empfangen natürlich unseren bekannten FC Basel. Natürlich will ich jetzt auch FC Basel die Aufstellung zeigen. Wir haben ja, in der Realität hat ja Basel dann 2:0 verloren. Wir spielen heute mit einer anderen Aufstellung als Arsenal, ein bisschen schwächer als es gegen Southampton. Es bekommen neue Leute ihre Chancen. Und ein Goalie wird definitiv in der Champions League drin bleiben und in den Cups. Da sehen wir die Aufstellung, also erste Gruppe, wir werden natürlich statt Ludogorets ist auch Warschau drin und sonst eine bekannte Gruppe mit PSG, Basel und Arsenal. Da sehen wir mehr als Trainer von Arsenal nach dem Arsene Wenger. So, die Aufstellungen. Da, Basel spielt also mit Donnarumma, Bellerin, Koscielny, Mustafi nach der Verletzung zurück. Klein, dann spielen wir mit so defensiven Leuten, das heisst Xhaka und El-Neni. Oben vorne Coutinho und Özil und vorne mit 2 Stürmer, das heisst Dybala. Und Sanchez, gut, Sanchez kann mir als Stürmer angeben, aber der kann sicher Stürmer spielen, sonst spielt er halt ein bisschen weiter raus. Jetzt Basel. Die Aufstellung von Basel, auf die bin ich gespannt. Wir sehen da sicher mal, glaube den Doumbia und der Bjarnason. Da schauen wir die Wartung lang, hoch, nicht das Suche mit Balanta, Traoré, Xhaka, Dié, Seredier, den Steffen, Bjarnason, Delgado und der Doumbia. Und ich habe jetzt keine Suche gesehen, also wahrscheinlich Suche gewechselt oder verletzt.
Und ich würde sagen, es geht los. Basel gegen... Ballen mal ab. Und dann schön auf die Seite für den Hector Bellerin. Und jetzt auf die Seite. Die erste gewählte Chance vom FC Arsenal. Jetzt die erste Chance. Und jetzt doppelt. Sofort Sanchez. Sanchez mit dem Schlanzer und Watschlik. Wieder dran. Starke Parade vom Tschech. Und er macht der Ex-Basler das Goal. Elneny rutscht im Ball und macht das Goal. So per Fall, Boden, Rückzieher macht er das Goal. Ganz frei und Elneny schießt also das 1:0. Schade gibt es so kein Jubel, so viel ich kenne, vielleicht kennen die einen, wo eben so die Hand tut dort, so zum Entschuldigung sagen, dass er nicht jubeln kann. Das wäre jetzt auch noch stark für FIFA. Oder gibt es einen? Schreibt es in den Kommentaren, das sicher mal zu wissen. Aber wir führen mal mit 1:0. Und der Ball ist definitiv nicht so gewählt gewesen. Das kann ich euch sagen. Und wieder Ballverlust. Und die Baller! Haut das Ding nochmal hier! 2:0! Nach knappe 3 Minuten nach dem 1:0. Was für ein sensationeller Pass vom Sanchez. Schön in Ecke, die Baller. Schön frei und haut das Ding direkt in die Masche. Die Baller mit dem zweiten Goal in 4 Minuten. Die Baller, der jetzt gegen den Eder Balanta. Das macht er gut, aber der Ball kommt nicht in die Goalnähe. Und jetzt wird wahrscheinlich auch so sein, die erste Halbzeit abpfiffen. So, zweite Halbzeit, 2 Minuten schon hoffentlich drauf, also werdet ihr wahrscheinlich gesehen haben. Ich habe das Gefühl, dass ich nicht drauf. Der Özil. Ah, der Pass ist leider nicht angekommen. Er hat gerade einen Pass gedrückt, bevor er mir hier eingeratscht ist. Özil! Pass nochmal abgefälscht, um wieder Balanta. Ecke, nochmal. Ui! Starke Volley! Starke Partie heute von ihm. Ah, Usta und Schuss. Xhaka und das 3:0. Na, da kann ich leider, ich drücke nichts für zum Jubel machen. So, nach dem Goal von Granit Xhaka wird gerade dreifach gewechselt bei uns. Weil sich, glaube ich, in 60 Minuten nichts passiert ist, richtig. Und dann tut sich auf Xhaka, Özil, Coutinho kommen die in Sinnes Morning Wildcard. Wir wechseln auf 5er-Kette und gehen jetzt mal 2-3 Gänge zurück. Wildcard. Theo, Wildcard! Ui, um was für eine Kiste! 4:0, 18:0. Aber was für ein Ding! An Watschling nach Kopf gesprungen und dann kann er leider nicht mehr retten. Ui, ein bisschen unglücklich. Ich weiß nicht, ob es jetzt für den Theo Wildcard gilt. Oh nein, Watschling. Eigengoal. Schade jetzt für ihn. 4:0. Wir spielen auf Weltklasse, Jungs. Man merkt halt schon ein Klassenunterschied. Dumbia und jetzt das 4:2 der Ehrentreffer, also für den FCB. Schießt der Dumbia noch. Und jetzt wird es, glaube ich, wahrscheinlich gerade vorbei sein. Ja, und es ist so, wir gewinnen 4:2 gegen Basel. So nach der 4:2 Erfolg gegen den FCB. Gehen wir gegen Hull City ins Spiel auswärts. Und wir schauen mal auf die Tabelle. Hull City ist 4. und wir sind erst. Eigentlich müssen wir das Spiel fast spielen. Aber wir verleihen Zeit. Also wir sind außer Hull City die Ersten
aus der Top 4 mit Crystal Palace noch, wo kein Spiel gespielt haben. Chelsea, Liverpool haben nur unentschieden gespielt. Also dem würde ich sagen, gehen wir ins Spiel, Aufstellung haben der Casolo halt die ganze Zeit immer drin ist. Da sehen wir nochmal die Aufstellung. Smalling rückt wieder zurück, dann kommt Insigne kommt wieder zurück und der Coutinho. Hast du eigentlich nicht gesehen? Özil kommt natürlich auch wieder hier. So, und wir spielen mit 1-0 schon nach in der 3. Minute durch Sanchez. City geht in die Führung, Leicester geht in die Führung, Welcott kommt hier für Özil. Recht viel noch. Die Balla macht das 2-0, ich skippe und wir können mit 2-0. Richtig nice. So, und dann geht es nachher weiter im EFL Cup gegen United. Ich habe aber die Liga trotzdem kurz gesehen. So. Also da sehen wir den EFL Cup natürlich. In der ersten Runde haben wir was gespielt? Ich weiß es nicht mehr. Doch, gegen Charlesfield. Charlesfield. Da haben wir glaube ich. Mal schauen, hey. Wir sind Arsenal. Aber wir haben glaube ich die erste Runde nicht mal gespielt, kann es sein? Nicht 2. Da gegen Cheltenham Town, sorry. 3-0 gewonnen. Und jetzt die dritte Runde spielen gegen Menu. Das Finale wird dann erst im Januar sein. Champions Trophy, das wissen wir ja. Champions Cup haben wir ja 4-1 gewonnen. Interessiert das nicht. Premier League, aber bin jetzt auf der falschen gewesen. Da, Tabelle. Das gefällt mir besser. Definitiv. EFL Cup kann man auch noch nicht. Champions Trophy haben wir gewonnen. Champions Cup sind wir im Moment Führer mit PSG. Also wie in der Realität. Dann Euroleague interessiert das nicht. Premier League, dafür führen wir jetzt mittlerweile mit 2 Punkten Vorsprung und jetzt kommen langsam die Top-Clubs. Also City auf dem 2., 3. Tottenham, 5. schon Chelsea, 6. Liverpool, 8. Menu. Und sonst, die grössten sind das. Die grössten Clubs, 11 Goal haben wir geschossen, das haben die meisten geschossen und nicht die wenigsten bekommen. Also der Tanz von 6, der die meisten Goal hat, haben Burnley, Stoke, Watford bekommen, jeweils 8. So, und das andere sieht man leider noch nicht, glaube ich. Wenn ihr wisst, was ich meine. FA Cup. FA Cup. Da haben wir jetzt einen FA Cup. Okay, das ist auch noch nicht richtig drin. Das heißt, wir gehen nächste Woche gegen Menu, Chelsea und Liga. Also wird es wahrscheinlich 3 Spiele sein, wo wir spielen werden. Eine längere Folge, dann geht es weiter. Ein FA Cup bin ich jetzt mal kurz am schauen. Für euch. Spielen wir wahrscheinlich noch einmal. Das sind wir definitiv nicht. Der kommt wahrscheinlich erst noch. Ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Wir sehen uns also beim nächsten Mal, wenn wir gegen Menu spielen.